liebe Schwestern und Brüder, unsere Glocken läuten seit 50 Jahren vom Turm der Josefskirche. Einige von Ihnen erinnern sich, wie es vor 50 Jahren hier war. Es ist für uns eine Selbstverständlichkeit, sie vor jedem Gottesdienst und zum Angelus dreimal täglich zu hören. Wir wissen, dass wir auch gute Gemeinden sind, weil wir so viele Glocken haben, aber auch nicht alle Gemeinden müssen es haben Glocken auf der Stellung Christi, teilweise keine Glocken in Hasloch und Innenstadt Heilige Familie, also St. Georg, Bauschein, aber Christophorus auch keine Glocken, obwohl Glockenturm. Aber zurück zu uns. Wir fragen heute Herrn Schneider, den Glockensachverständigen unseres Bistums, warum läuten eigentlich die Glocken? Nicht nur, weil wir aufstehen müssen oder in die Kirche kommen. Welchen tieferen Sinn haben sie? Was verkünden sie uns? Glocken sind rein äußerlich Signale, Erkennungszeichen. Sie haben auch eine innere Dimension. Sie gehören zu den heiligen Zeichen der Kirche. Sie werden geweiht, das heißt in den Dienst Gottes gestellt. Wie die Türme der Kirche sichtbar nach oben zum Himmel zeigen, so sind die Glocken Zeichen, die zum Gottesdienst rufen. Glocken sind die Stimme der Kirche in der Öffentlichkeit. Das, was sie überschallen, haben die Menschen früherer Zeiten als ihre Heimat angesehen. Vieles davon ist uns heute nicht mehr bewusst. Aber vielleicht klingt einer dieser Gedanken in unseren Herzen nach. Glocken haben also eine religiöse Dimension. Unter den vielen Geräuschen des Alltags in einer lärmenden Stadt sind sie Gottesrufer und Mahner, wie unser Eingangslied heute sagte, Gott ruft sein Volk zusammen. Sie sagen uns Zeit Gottes an. Glocken begleiten das Leben eines Christen. Wir hören sie bei der Taufe, bei Hochzeiten und am Grab. Sie laden ein zum Gebet und trösten im Schmerz. Sie korrespondieren also mit den Gefühlen der Menschen. Jede Glocke hat einen Namen und eine Funktion. Die kleinste Glocke in unserem Turm stellt sich jetzt gleich vor. Es ist die Marienglocke mit dem Ton C2 und der Inschrift Hoch preist meine Seele den Herrn. Sie läutet zum Engel des Herrn, sie läutet zum Mitbeten, sie läutet beim Rosenkranz. Das ist die Glocke. Hatten die ersten Christen auch schon Glocken? Oder seit wann gibt es überhaupt sie in der Kirche? Glocken sind viel älter als das Christentum. Sie gehören zu den ältesten Musikinstrumenten der Menschheit. Seitdem Menschen Bronze herstellen konnten, haben sie zu heiligen Handlungen kleine Glöckchen verwendet. In China sind sie vor ca. 4000 Jahren entstanden. Später findet man schon größere Glocken bei den Römern als Signalinstrument für das Militär. Die ersten Christen haben alle heidnischen Instrumente zuerst abgelehnt, die Orgel und auch die Glocken. Aber die Mönche in Ägypten entdeckten die Glocke im 4. Jahrhundert als ideales Signal, um zum Gottesdienst täglich mehrmals zu rufen. Und so haben auch die Benediktinermönche dieses Instrument in ganz Europa weiterverbreitet. Zu uns nach Hessen kamen die ersten Glocken durch Bonifatius im 7. Jahrhundert.
brachte sie aus England mit. Und zur Zeit Karls des Großen hatte schon jede Kirche und jede kleine Kapelle ein oder mehrere Glocken. Im Mittelalter wurden sie immer größer und schwerer, zum Beispiel die berühmte Gloriosa von Erfurt, 1497 gegossen, sie wiegt fast 12 Tonnen. Neben dem Glockenturm gab es auch kleine Glöckchen, die oft zu den Gesängen angeschlagen wurden. Ein Rest davon haben wir noch in den Messdienerschellen und im Zimbelstern der Orgel erhalten. Zum Beispiel beim festlichen Te Deum erklingen auch diese Glöckchen mit ihren großen Schwestern zusammen. Glocken haben also eine lange Geschichte zu erzählen. Sie sind wie das Kreuz zum Zeichen des Christentums geworden. Sie sind die Stimme und die Erkennungsmelodie der Kirche in der Öffentlichkeit und nicht zu überhören. Die nächste Glocke unserer Kirche ist dem Apostel Matthias geweiht. Sie hat den Ton A und ihre Inschrift lautet: Geht hin und lehret alle Völker. Als Verkündigungsglocke läutet sie bei allen Gottesdiensten mit. Schöner Töne. Und wie kommen eigentlich Glockentöne zustande? Was braucht man, um sie zu läuten? Viele kennen den Anfang des Schiller-Gedichtes: Fest gemauert, in der Erde steht die Form aus Lehm gebrannt. Ja, in einer Grube werden Glocken im Lehmformverfahren hergestellt. Der Glockengießer berechnet genau die Wandlungsstärke, denn nur aus ihr entsteht der Ton. Bronze, eine Metalllegierung, 22% Zinn, 78% Kupfer, muss fast auf 1100 Grad erhitzt werden und dann fließt diese Bronze in die Hohlform aus Lehm. Die runde Form der Glocke bringt es mit sich, dass verschiedene Teiltöne erklingen. Ein Summton, ein Basston, ein Oberton. Unsere 4 Glocken haben ein Gesamtgewicht von immerhin 3 Tonnen. Sie sind im Turm in einer Stahlkonstruktion aufgehängt und an einer beweglichen Achse befestigt. Wenn ein Motor über eine Kette diese Achse hin und her bewegt, dann fangen die Glocken an zu schaukeln. In jeder Glocke ist ein Eisenklöppel, der sich ebenfalls zu bewegen beginnt. Und wenn die Glocke an der höchsten Stelle ihres Ausschwungs angelangt ist, berührt der Klöppel kurz den Glockenrand. Man sagt, er küsst die Glocke. Und ein Schlagton entsteht, die Glocke klingt und schwingt. Um Glocken zu läuten, brauchte man früher Seile und Messdiener oder Glöckner. Heute schaltet der Küster in der Sakristei einen Schalter und die Glocken werden in Schwung gebracht. Nach dem Gottesdienst werden unsere Glocken einmal ganz anders geläutet. Sie schwingen nicht, sondern werden nur mit dem Klöppel geschlagen. Das nennt man Weihen. Wie es vor allem im Rheinland oder ganz besonders in Russland in orthodoxen Klöstern zu hören ist. Dazu sind heute 4 Glöckner im Turm. Jeder bekommt ein Seil und eine Glocke zugewiesen und dann wird nach einem Plan geweiht. Wir hören es lombardisch, westfälisch und russisch. Aber wie ich sehe, die Glöckner sind noch nicht im Turm, sind noch in der Kirche. Vielleicht können wir sehen, was das ist, damit wir später, wenn wir es hören, sehen, die machen die Arbeit. Wenn sie sich umdrehen und die Glöckner nach vorne kommen oben, dann können wir alles sehen. Der Cyril macht
Natürlich dabei ist auch der Schneider. Die Glocke ist also ein Musikinstrument mit einem klaren Tonaufbau. Es muss wohl eine große handwerkliche Kunst sein, solche interessante Klangkörper herzustellen, damit alles miteinander harmoniert. Vor 50 Jahren, so kann man es noch in der schönen Pfarrchronik vom Pfarrer Heller nachlesen, wurden unsere Glocken in Heidelberg gegossen und am Pfingstmontag, schon wurde gesagt, 1961 vom Domkapitular Dr. Gros aus Mainz in dieser Kirche geweiht. Das ist für uns heute Anlass zur Freude und zum dankbaren Rückblick. Wir hören jetzt die zweitgrößte, die Josefsglocke mit dem Ton G. Ihre Inschrift lautet: Heiliger Josef, Vorbild und Patron der Arbeiter, bitte für uns. Zur Heiligung des Alltags läutet sie zu jeder Werktagsmesse. St. Josef ist auch der Patron der Sterbenden. Deshalb läutet sie auch beim Requiem und jeden Abend nach dem Anrüsten zum Totengedächtnis und für den Frieden in der Welt. Vielleicht läuft auch die Glocke, weil auch Heilig Josef Martin der Arbeiter ist für alle Arbeiter, um Gerechtigkeit, Arbeit und gerechter Lohn. Eine Frage letzten Tag hätte ich, wenn Sie Fragen haben, können Sie anschließend später oder Sie, Herr Schneider, sehen auch die Fragen. Ich wollte fragen, hat unsere Kirche musikalisch gute Glocken, qualitätmäßig? Sollen wir vielleicht nicht zu jedem Gottesdienst alle Glocken läuten lassen? Der Gießer Friedrich Wilhelm Schilling in Heidelberg, der 1961 Glocken herstellte, zählte zu den bedeutendsten Meistern der Nachkriegszeit in Deutschland. Seine Glocken waren perfekt auf Ton gestimmt und die Töne E, G, A und C ergeben ein Idealquartett, bei dem 15 Läutemöglichkeiten oder Kombinationen ausgeschöpft werden könnten. Aber immer alle Glocken zu jedem Gottesdienst zu läuten, das wäre langweilig. Es gibt in der Liturgie eine abgestufte Feierlichkeit und eine Rangordnung der Gottesdienste. Das sollte man auch musikalisch berücksichtigen. Die Eucharistiefeier am Sonntag ist die Erinnerung an Ostern und hat den höchsten Rang. Hier läuten alle Glocken. Eine Messe am Werktag rangiert an zweiter Stelle, da läuten 2 mittlere Glocken. Bei einer Andacht oder beim Rosenkranzgebet läuten nur die 2 kleinsten Glocken. Das alles ist also hörbar, erkennbar, eine Art Erkennungsmelodie. Guter Argument. Wir haben also ein schönes Geläut in unserer Kirche, musikalisch perfekt gestimmt und auf die unterschiedlichen Läute-Anlässe gut abgestimmt. Auch in der Sakristei gibt es einen Zettel, damit Küster oder Küsterin genau weiß, welche Glocke, welche Reihenfolge, wie viele Minuten zu läuten haben. Vielleicht hören wir jetzt mehr und verstehen die Sprache unserer Glocken besser und anderen Glocken auch, wenn wir ihren Klang vernehmen. Die größte Glocke hat das Schlusswort. Sie ist Jesus Christus geweiht und hat den Ton G. Ihre Inschrift lautet: Christus, Alpha und Omega, König der Gerechtigkeit, der Liebe und des Friedens, wir beten dich an. Christus ist die Basis unserer